Hallo ihr sexy Fitness People, Jay und Mike, ich hoffe es geht euch gut. Heute mal etwas anderes, und zwar willkommen in meiner Küche. Wie viele Leute wissen, habe ich jetzt gerade 5 Wochen Low Carb hinter mir und jetzt habe ich gedacht, so zum krönenden Abschluss tun wir noch einen Kuchen backen, schönen Low Carb Schokokuchen. Ist vielleicht für viele etwas Neues, noch nie gehört, aber das gibt's, und zwar ohne Mehl und sozusagen fast ohne Kohlenhydrat. Was wir dazu brauchen, sind einmal 2 Eier, ein halbes Päckchen Backpulver, Zitronensaft, Süßstoff, Salz, dann ein Naturjoghurt, Kakaopulver für den Geschmack, hier noch so Ofenmaltine, gesüßte irgendetwas, auch ein bisschen für den Geschmack, Erdnussöl, gut alte Whey-Protein und eine Glasschüssel. Dann fangen wir mal an. Und zwar tun wir als erstes die Eier aufschlagen. Ja, dann nehmen wir natürlich das ganze Ei und nicht nur das Eiweiß, weil das Ganze sollte ja auch den Geschmack haben schlussendlich. Dann nehmen wir Joghurt, das ist übrigens 200 Gramm. Tun wir einfach das Ganze rein. Sehr schön. So, dann jetzt noch ein bisschen. So. Dann Zitronensaft. Nehmen wir 3 Esslöffel. 1, 2, 3. Süßstoff. Nehmen wir 2 Esslöffel. 1, 2. So. Dann eine Prise Salz. So. Dann Öl. Auch 3 Esslöffel. So. Dann nehmen wir das Proteinpulver. Mache ich das auf. So, tipptopp. Von dem nehmen wir entweder 6 Esslöffel, aber wenn ich jetzt da schon das Zeug gestoßen habe, nehme ich einfach den und hier 2 Löffel von dem drin. So. Nehmen wir heute, weil es ja Abschluss ist, 2,5. So. Dann für Schokipulver. Ein bisschen. Eine gute Farbe gibt. Und zum Schluss noch Kakaopulver. Übrigens, Kakaopulver ist auch sehr gut für das Magenquark. Rein tun, gut mischen, ein bisschen Milch dazu. Tipptopp Schokojoghurt. So. Wenn wir das haben, nehmen wir einen super Schwingbesen. Oh, jetzt habe ich etwas vergessen. Und zwar Backpulver. Das Wichtigste, dass das überhaupt alles aufgeht. Nehmen wir das in ein halbes Beutel, kippe ich das auch noch drüber. So. Dann Schwingbesen. Das Ganze vermischen. Bis es da schöne Masse gibt.
wie ihr seht, schön flüssiger Teig. Auch schon gut in der Glasschüssel drin. Man könnte natürlich auch so ein Tupperware nehmen und das umschütten, dass alles schön perfekt aussieht. Aber ihr wisst, simpel und einfach. Dafür lecker. Gut, wenn wir die Masse haben, Backofen vorheizen auf 170 Grad. Wir lassen jetzt den Backofen vorheizen, dann schieben wir das Ganze rein. Circa 20 Minuten. Nach diesen 20 Minuten schauen wir das Ganze mal an. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis gerade! So, da sind wir wieder. Es sind inzwischen 25 Minuten vergangen. Und wir schauen jetzt einfach mal, was da passiert ist. Gute alte Messertrick. So, reinstechen. Tipptopp, klebt nicht mehr dran. Würde ich sagen, nehmen wir das Teil mal raus. So. Gut, ist nicht mehr flüssig. Wie ihr seht, oben drauf schön knusprig, wie es muss sein. Tipptopp. So. Backofen abstellen. Und was natürlich noch dazu gehört, ist Spraydosenrahmen. Sehr geil. Jetzt lassen wir das abkühlen. Dann fetzen wir den Schokokuchen rein und geil! Gut, ich hoffe, ich kann euch etwas ein bisschen zeigen. Das neues Rezept, Low Carb Schokokuchen. Wenn es euch gefallen hat, gebt das Like oder schreibt etwas in die Kommentare und abonnieren, ihr wisst, wie es läuft, auch auf Facebook. Yeah, das war's von mir. Bis anderes Mal. Ciao zusammen.